Return Thron, Return Casa ist eigentlich schon etwas, was er vielleicht nicht genau in dem Sinn, aber doch so gewünscht hätte. Er hat ja wollen, dass dort, wo er war, die Kunst zurückbleibt. Der Nachlass ist sogar auf den Thron zurückgekommen. Ja, die Tuchfabrik als Ausstellungsort für den künstlerischen Nachlass von Matthias Bescha, das erweist sich als ein totaler Glücksfall. Und das ist natürlich nicht von Anfang an schon die Idee gewesen. Das hat sich dann plötzlich so ergeben. Drum Cultura hat Welle in Thun natürlich das Erbe von ihren Künstlern pflegen und vermitteln. Und dann plötzlich hat man gesehen, ja, da sind Räumlichkeiten zu mieten in dieser Fabrik. Und das hat natürlich grosse Bedeutung, nicht nur, weil es tolle Räume sind. Der Matthias Bescha hat hier seine Lehre gemacht, hat hier mehrere Jahre gearbeitet, auch als Schneider in dieser Tuchfabrik. Das Raumkonzept von dem Spazio Bescha ist angepasst, ganz exakt auf seine Kunst. Und seine Kunst hat ja eigentlich die Eigenschaft, dass selbst wenn sie flach an der Wand hängt, eigentlich im Raum ausgreift, mit den Betrachterinnen und Betrachtern eigentlich einen Dialog aufnehmen. Die Kunst fordert uns, sie von verschiedenen Seiten zu sehen. Und das ist da jetzt in diesem Raum, in diesem riesigen Raum, natürlich perfekt möglich. Und wir haben einfach die Wände reingestellt, die es braucht, um seine Malereien aufzunehmen. Und sonst ist der Besucher und Besucherin sind sich überlassen in der Begegnung mit dieser grossartigen Kunst. Seit seinem Tod habe ich sein Lager verwaltet. Also die einen Sachen sind ja jetzt von Frankreich gekommen, Südfrankreich, und ein Teil von Zürich ist schon da und ein restlicher Teil muss noch gebraucht werden. Es hat gemalte Bilder, grosse Werke, Skulpturen und Papierarbeiten und viele Grafiken noch, auf über 1000 Werke. Mein Vater war ein Raumkünstler, sowohl im physischen, wie im geistigen, wie im spirituellen Sinn. Also verschiedene Räume öffnet er. Seine Kunst ist eine Art Einladung zur Begegnung. Mein Fokus im Moment ist eigentlich, das zu realisieren. Das hat jetzt viele Jahre gebraucht und ich denke, wenn das jetzt eröffnet wird und wir noch die restlichen Arbeiten dahin bringen, dann habe ich schon vieles machen und kann mich auch wieder meinen Arbeiten widmen. Habe ich gestern geschenkt bekommen. Wir haben den Fokus für die Ausstellung glücklicherweise beim Spätwerk legen von Matthias Bescha. Und ich sage glücklicherweise aus zwei Gründen. Zum einen ist das Spätwerk ein grosser Höhepunkt in seinem Schaffen, das fast eigentlich alle seine Errungenschaften zusammen künstlerisch gesehen. Und zum Zweiten ist das Spätwerk jetzt erst aus Basch, aus Südfrankreich gekommen, aus dem Atelier vom Künstler. Das heisst, es sind mehrheitlich Werke, die man in der Schweiz überhaupt noch nie gesehen hat. Also eine veritable Premiere.
Ja, die Zukunft vom Spazio Spescia ist sehr wichtig. Wir wollen, dass der Raum eine lange Zukunft hat. Das heisst, wir bauen hier nicht oder errichten nicht ein Mausoleum für den Künstler. Wir schauen nicht nur zurück in die Vergangenheit, sondern wir wollen sein Werk als Inspiration brauchen, auch für nachfolgende Generationen. Also in den nächsten Jahren wird man da eine breite Palette von Ausstellungen können erwarten, die natürlich mit Mattia Spescia etwas zu tun hat, mal mehr und mal weniger, aber vor allem auch zeigt, was denn die Jungen heute an Kunst produzieren und ganz bewusst auch die Jungen aus dieser Gegend, die für den Mattia Spescia so wichtig war, also das Trun oder das Bündnerland, also dass wir mit dieser Identität auch arbeiten.